Hey, welkom zum Tabzinje. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, dass du an den Phone oder an den Computer oder am TV, wo immer du bist, sing einfach mit uns. Wir wollen Frauen und diepgehende Leute singen. Wir wollen auch Gott sein Wort hören. Und das soll am ihr geben. Und das sehen wir uns. En ook we willen wat leren wat we hem al dag aanbanen kennen, waar we God beter nog voor je kennen. Het eerste leid heute Tipp kommen wir wieder. Steht ja allein. So, wenn wir Tipp gehen ans Christenleben, dann können wir uns am sich in der Stadt. Und von dort werden wir bezingen und dass Gott uns gnädig ist. Ganz warten ohne Leben, was sich nicht bewegt. Ein Stein wird vielleicht spannend, von Güte ist der Fan, von Berge ganz kalt und es bläst ein Stein. Und Tipp kommt nie wieder, steht ja allein. Tipp will nie gehen, mit Jesus uns Hand. Tipp am und Wege, wenn's heuer ist der Gret. Tipp will nie Liebe, aus 10 Jahren von Gott. Vi står för de alla töm. Sing je Guds lyd och du bästa Gud. Jesus vi bäder din bär vad och vad vi. Dot alle välset och du rara bär. Tack kom ni vida, stort jag så lein. Tack bär ni gode med Jesus hans hand. Tack bam och bede, vi sa jag sig Gud. Tack bär din liv och sinja från Gott. Tack kom vi vida, stort jag så lein. Tack väl vi gående med Jesus hans hand. Tack bam och bede, vi sa jag så gröt. Tack väl vi blive och sinja från Gott. Tack kom vi vida, stort jag så lein. Tack väl vi gående med Jesus hans hand. Tack bam och bede, vi sa jag så gröt. Tack väl vi blive och sinja från Gott. Tack väl vi blive och sinja från Gott. Tack väl vi blive och sinja från Gott. En dat, wie willen te blijven als Tjenja van God, wens du daar, gaan ons amtelijk in starten, zijn we stortje. En dan hebben we net het leid wat ervan redt, dat God ons gnädig is. Gottes Genade, so wunderbar. Gottes Gnade so wunderbar, rat mich von meine Sünd. Ich wir verloren ganz und gar, wie blind nu kann ich sein. Mich von vorstelliert und auch von vorstelllos. Von aus seid mich nur Gott bezielt, was an euch geschenkt.
Jesus, maar wir daran denken, weil deine Genot so groß ist an uns. Weil die immer war, jeder Tag vom Nien du ist. Wenn die Sonne abgeht, oder es nicht abgeht. Aber du bist du, deine Genot ist du. Und du bist für unseren Sinn, um Christus zu sterben. Und dann, was du passiert ist, dann, was für Sinn passiert ist, solange aus dem Mensch lebt, und der die sieht, dann sagst du, da wirst du dir aufmerken. Wenn wir anklappern, dann merkst du auf und du verzeihst uns, du halbst uns, du stellst uns Wapen Beine ab, du lässt uns gehen haben. Das ist ein wunderbares Geschenk. Und wir haben uns das niemals verdient. Und das noch das Geschenk, was wir verdient haben, da wird das nicht sein. Und dafür wollen wir einfach vielmal Dankeschön sagen. Amen.
Wunderschöpfer, versprechen Hölle, Lichten und Lichtfeld. Mein Gott, dort ist wer du bist. 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 Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen großen heiligen Namen. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du bist der selbst Amma. Dankeschön, dass wir den Weg nur die wahre Abhand, dass an jeder kommen kann. Herr, du bist die Gemeinschaft mit an jedem. Du sehnst dich nach einer jede Gemeinschaft. Ich bete dich einfach an und ich danke dir, dass wir diesen Weg abhaben. Herr, du rufst von dir nach. Von dir aus nach der Gnade. Ich möchte dich einfach anbeten und die Nummer hoch erheben. Und mich nicht schämen, von dir zu reden, Herr. Amen. Herr, du gabst dir den Fall im Alten Testament erkennen als dich, wer du bist. In deiner Mose die Frage, was soll ich dir sagen, wenn dich mich Frau wer mir schickt, dann sagst du, sei denn, ich sehe dir, ich sehe. Damit hast du alles gesagt. Du bist, wer du bist. Du bist ein Weichmacher. Du bist ein Wunderschöpfer. Du bist der, der sein Versprechen anhüllen wird. Du bist das Licht in der Düstere. Und du bist noch viel mehr als all das, was wir hier in diesem Lied beschrieben haben, was du bist. Aber du bist der, wer du bist. Du wirst dir all immer. Du bist der nu und du wirst dir immer bleiben. Du bist der selbst ja Gott. Dem wir von dir loben und anbeten. Dem wir durch deine Worte, die Erfahrung von deinem Heiligen Geist lernen kennen. Und Tag für Tag wieder lernen kennen. Du bist der, der sich nicht treuen hat. Sich zu offenbaren den Menschen gegenüber, damit wir erkennen können, weiter kennen, wer bist du? Du bist der du bist. Na, wat hard, ja. Eins von jullie zijn vielleicht ganz fast. En het is een visie, het is een gebundenheid. Wir haben finanzielle Troubles. Du weißt nicht, wer du rauskommen sollst. Und Gott sagt, dass wir sollen mit alles da ankommen. Haben einfach alles anvertraut. Und wenn wir in die Geschichte haben, im Alten Testament, und verschiedene Menschen uns angekickt haben, dann sagen wir, dass an Gott als Radung. Und das Land jetzt beten, Gott, der hat sich niemals verändert, der wird sich nicht verändern. Der bleibt derselbe, der läuft tot, ja, aber auch der ernste Gott von beiden Seiten. So, du ersten Weg für die Rüt, wenn du die aufmerken wirst, wenn du Gott sehen wirst. Und wenn du vielleicht sagst, ich habe mich mal meditiert, aber das schafft bloß nicht. Seht Gott an sein Wort. Geh allein und spazier mit ihm. Er wird sich die Wege aufmerken. Er ist der Weichmerker, er ist der Wunderschöpfer, wo du überhaupt nicht was sein kannst. Er ist der Wunderschöpfer. Er ist der Versprecherhöller. Dort er wird jeder Tag alle Zeit bei dir sein. So ist das in Matthäus 28 sagt er wird du sein. Er wird dich nicht verloren. Besserei, merk den Hort auf. Nicht bloß du, ich glaube, wir alle. Jeder Tag, immer weiter. Die ganzen uns Wörter lassen. Wir möchten haar, dass andere Menschen und wie selbst der Wunder sein, was in uns Leben ist. Weil du wer aufmerkst, wo das schwierig ist. Weil du einfach deine Leib, deine Möglichkeit einfach uns Nennplans haben. Und dass dort die ganze Welt sein kann. Wir werden Jesus die Nummer haben. Warum singen wir nicht noch einmal den Chorus, alle? Du bist bei mir.
kein Wunder schaffen, Schrecken hellen, Lichten und Distre, mein Gott, dort ist wer die Best, war ich mir kein Wunder schaffen, Schrecken hellen, Lichten und Distre, mein Gott, dort ist wer die Best. Dort ist wer Dort ist wer die Best. Dankeschön, Jesus, wenn wir nu unseren Blick auf den Wut richten. Want wir betjanen dat we die bruggen hebben. We bruggen die dat u ons dat openbaren is wat u ons zei was te doen. We bruggen de viering van die Heiligen Geest. Die in wordt hier worden de bruggen. Die geen wordt de bruggen, die evaluering van die Heiligen Geest. Om die wordt verstonen te kennen. Om die wordt geloven te kennen. Om die wordt gehoorzaam zijn te kennen. Bitte kom du in je ons, Herr. Durch den Heiligen Geest musst du uns evaluieren, musst du dem Janien, der die hier evaluieren, von dem Wort, von dort, was du uns vermitteln wirst. In Jesus in Heiligen Namen. Amen. Amen. So als uns diese Leute von der anstammen, Leute hier, die uns so viel aussagen über Gott, wer er ist, über dort, was wir sind, wann wir taub sind, wann wir zueinander heulen, wann wir Christus nachfolgen. So will ich von der auch mit die Typen ein bisschen darüber nachdenken, was ist im Leben für uns für einen Kampf. Wir sind in der Leben das Tag für Tag, dass uns Leben ein Kampf ist, dass wir die kämpfen haben. Einer hat Dollar als der andere. Einer hat mit sich persönlich Dollar zu kämpfen, der andere hat mit anderen Umständen Dollar zu kämpfen. So, das gibt in der Welt viel Kampf. Und wir sehen, wie viele Menschen jenseits sich bekämpfen. Ich möchte, dass wir von der Erkennung durchkommen, dass wir dem Kampf erkennen können, was wir zu kämpfen haben. Was wir kämpfen sollen, was Gott will, was wir kämpfen sollen. In der Welt, es soll gesagt, sei wieder, dass da viel Kampf ist. Und wer sich in dieser Welt will als Christ bekennen, die wordt nog veel dollar als een andere dag en een dag uit met Kampf te doen hebben. Paulus die zegt dat allemaal zo in volgende weer Timotheus, in 2 Timotheus kapitel 3, vers 12, wo hij zegt, al die den vasten willen hebben als Christen vroom te leven, moeten met vervolging rekenen. En Jezus heeft ons dat allemaal zo klar gezegd, wanneer de meester zo en zo gedaan heeft, dann brauchst du nicht rechnen, dass die dort einfacher gewonnen wird, als ein Kind. Dann brauchst du nicht damit rechnen, dass du weniger zu kämpfen haben. Und vielleicht, weil wir uns hinter dem verkrüppen, dass Jesus hat ja alles getan. Wir brauchen hier nicht mehr. Ne? Doch, das Leben hier auf der Erde ist ein Kampf ausgesagt und das wird, was uns deut sein, oder was Jesus wird weiterkommen. Und vielleicht fragst du dich dann, waarom is dat zo? Waarom is dat zo dat we dag in en dag uit kämpfen moeten? Dit Kampf, der hat al eine lange Geschichte, manch uns Menschen. Das fängt al mal im Garten Eden an. Wir sehen dort al in 1. Mose Kapitel 3, der Vers 14 und 15. Und Gott, der Herr, sagt zu der Schlange, du in der Früh, waar je vriendelijk zijn. En je nachkommen, waar sich nicht leiden können. Und dann sagt er wieder ein Heuwort, die den Kopf verwundet, und du wirst am der Hack verwunden. Du merkst ja all ein Hinweis ab, dass Jesus wird kommen, und der wird dem Feind letztendlich besiegen, der wird ihm den Kopf verlassen. Denn trotz all dem wird der Feind hat Handschrie am der Hack zu verwunden, aber der wird am nicht anbringen können. Und du hast uns Kampf angefangen. Was tun wir unter den Menschen und für die Menschen und mit den Menschen nicht in Kampf? Gott hat es so geschaffen, dass alles ein das andere ergeben wird.
En Deut. Die Natur, wie sie gemerkt, dass sich dort alle automatisch drehen Deut, das Gott hat vier Deut, das funktioniert harmonisch. Doch sagt letztendlich Gott, aus dieser Sinn gekommen ist in die Ehe, dann sagt er zu Adam, du wirst von nu an die Schafe machen. Ich werde die Fruchtbarkeit von der Ehe reduzieren, damit er nicht so viel Hand geben als der Hand geben. So, das ist beschränkter, warum? Du wirst die Dollar für deine machen. Du wirst Dollar kämpfen machen dafür, dass du was haben kannst, dass du so was zu eten haben, dass du was erreichen kannst. Der Kampf, der hier im Garten all anfängt, der trägt sich durch. Und der wird bestehen bleiben, solange aus der Welt besteht. Was dem Tag, wo Jesus wird sagen, nu ist es zu eng, dann wird es zu eng sein. Aber solange aus der Welt tritt, wird der Kampf bestehen. So heute, Jesus hat den Feind letztendlich ganz besiegt, der hat kein Wort über ihn, aber der ist immer dran und durch und der versucht alles, was er noch kann, aufzubringen von dem, was das Wort Gottes uns lehrt. Er will so viele Menschen, als er kann, mit sich nehmen, damit er nicht allein letztendlich verdammt, in der Verdammnis bleiben wird. Und wie sehen wir das Petrus uns das sagt, in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, da sagt er uns, sieht er stark und wacker. Warum? Weil jeden Gegner, sagt er, der böse Feind, der schlägt sich rum aus ein brennender Leib und sagt, wem dem er verrieten kann. Und er ist gekommen, er hat nicht zart und läuftolig mit der Armgone, der er errieten kann. Petrus sagt das ganz klar, wenn du die dem Feind in der Hand gibst, wirst du verraten worden. Wirst du vernichtet worden, wirst du in den Grund gebracht worden. Und das ist ein anderer harter Kampf. Und der prüft immer weiter. Und der wird niemals müde worden, zu prüfen, weil er jetzt einfach rum und schlägt sich am zu sein, wo es in Christ, der halbwegs angeschlupen ist. So am interessieren die Menschen, die nicht so wachsam sind. Die lassen sich von ihm in der Voll jauen. Und das wird heute bad an Jesus seinen Tag. Bad an dem Tag, wo Jesus kommen wird, seine Brut nach sich zu holen. Er versucht, so sehr als er kann, die ganze Menschheit zu versklaven. Und so hat Gott gesagt, dass wenn Adam und Eva würde von der Frucht eten und dem Baum, den er an gesagt hat, dass sie nicht sollen, dann würde sie sterben müssen. Aber dort wir nicht, was Gott im Prinzip sich gewünscht hat. Dort hat er nicht so gewollt mit der Menschheit. Er hat auf den Mensch gemerkt zum Leben. Und ich glaube, dass wir uns selbst immer weiter erkennen. Nicht? Wir wollen, wenn wir normal sind, nicht sterben. Wir sind doch gemerkt worden zum Leben. Gott hat ein Leben in uns hineingelegt. Und dort trifft uns, damit wir das zum Ausdruck bringen. Und Gott will, dass wir leben sollen. Er will nicht, dass wir sterben sollen. Er hat uns nicht gemerkt, um uns zu vernichten, im Prinzip. Er hat uns nicht gemerkt, zum Sterben. Er hat uns gemerkt, zum Leben. Er hat uns nur seinem Bildnis gemerkt, dass wir meist nur Gott ähnlich wären. Oder ganz ähnlich wären. Dass wir meist so als Gott wären. Er hat in uns ein Stück Ewigkeit angelegt. Und belöst einzig Gott als ewig. Ne? Aber die Bibel sagt uns dort im Lehrer Kapitel 3, Vers 11, dass Gott in uns ein Stück Ewigkeit angelegt hat. So, wenn Adam und Eva, die heute nicht gesündigt, du hast einen Kampf angefangen und der Kampf, der führt dazu, dass wir sterben müssen. Die sind zu betonen, dass nicht einzig allein mit den Deuten. Gott sagt, das ist, was ihnen passieren wird, wenn sie von der Frucht eten. Was passiert dann plötzlich mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Das kann doch nicht sterben. Wenn die Bibel sagt, dass er ein Stück Ewigkeit in uns hineingelegt hat. Und Gott hat uns nur seinem Bild gemerkt, und er ist ewig.
Hij is een God die niemals vergonnen wordt. Der immer gewas is, die nu is en die immer blijven wordt. En dat wat God van eeuwigheid in ons aangelegd heeft, dat wordt immer zijn. Dat wordt immer zijn. Zou je ons dat voorstellen? Dat van die een eeuwige existentie is? Die wezen heeft een eeuwige existentie? Dat wordt niemals vergonnen. De werkelijkheid is dat je hebt twee steden wo ons dat aanviert in de eeuwigheid neemt. En we kunnen dat aansluiten, wo we willen, wo dit eeuwige deel, wat God in ons neergelegd heeft, de eeuwigheid verbrengen. Entweder am Himmel, uit een haal. Dat heeft maar die twee plaatsen. En die wordt niet, door wat ons in keinem neergedreven, door wat ons dat voorstelt, dat we ons dafür vrijwillig entscheiden kunnen. Wo wist u dat dit eeuwige deel van die in de eeuwigheid is? Die vrouw, das ist die, oh ja, da Lothar beantwortet, falls du das noch nicht hast. Wie entscheiden, wo unsere Seele der Ewigkeit verbringen wird? So, ons Fleisch moet sterven. En dat is ontvalje van de Sünde, die op deze eeuw durch Adam en Eva gekomen is. Doch onze Seele moet niet sterven. Die kan ewig leven. Oder die kan ewig verdammt zijn. Wenn wir uns entschließen, dat ons Fleisch unternehmen, dat ons Fleisch sterben wird, und Fall von der Sünde, und uns entschließen, dat onze Seele leven kann, dat is een Fall von dat, wat Jesus für uns gedaan heeft. Onze Seele kann maar ewig gered zijn en leven, een Fall von dem, wat Jesus für uns gedaan heeft. Dat is de einzige Möglichkeit, wodurch wir nicht verdammt worden brücken. Der Apostel Paulus schreibt uns in Galater Kapitel 5, ab Vers 13, da möchte ich mal was Vers wiederlesen, wo er so sagt, Brüder, jünd haft Christus die Freiheit verhalten. Bloß sagt er, brückt die Freiheit nicht, das Fleisch den Welle zu lassen. Denkt einer den anderen in Leib, willst das ganze Gesetz als mit ein Wort taubgeführt. Du sollst dienen Nober größer Geld sein als die selbst. Wenn die jünd über untereinander bieten und durchholen, seid ihr nur, dass die jünd nicht untereinander in den Grund bringen. Ich sage jünd so, wandelt im Geist, dann wo je dort nicht tun, wo nur das Fleisch gelastet wird. Willst das Fleisch verlangt, gerade dort, was der Geist nicht will. Und der Geist will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber. Dass die nicht tun, was die tun möchten. Wenn je jünd vom Heiligen Geist regieren lässt, dann hat das Gesetz jünd nichts mehr zu sagen. Was das Fleisch für Wort gehabt, das ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, unbandet Leben, Aufjäterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, nur sich seine, Zank, Spölerie, Aufganst, Mord, Süppen, Frete und so was mehr. Ich habe Ihnen das einmal gesagt, aber ich will Ihnen das nochmal sagen. Die so was tun, die worden in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Den Geist seine Frucht ist Liebe, Friede, Freiheit, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Gesonne, Glaube, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Gegen Söhne ist das Gesetz nicht. Die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Last und Leidenschaft gekriegt.
So wie einmal diesen Ausschnitt in Galater Kapitel 5. Was ist hier für ein Kampf beschrieben? Wenn wir mal Karten ein bisschen darüber nur denken. Ein Kampf, der sich in mir bijna auftreten. Ein Kampf, dem ich mit mir selbst kämpfe. Der Geist, der in mir ist, und das Fleisch, das ich sehe, dort kämpft jensidig. Warum? Omdat ich auch nicht dort tun kann, was ich in Wirklichkeit würde tun. Mein Fleisch gegen mein Geist, und kriegt sie umgedreht. Mein Geist gegen mein Fleisch. Wer nu über in Christus geboren ist, lehrt uns die Bibel durch, der soll nur Christus seinen Geist nur leben. Und nicht nur seine Fleischeslust. Nicht nur dem Janker, was das Fleisch predigt. Der du mir zuhören ist, du bist von Jesus berufen worden, frei zu sein. Christus hat die zur Freiheit berufen. Aber er hat die nicht zu dieser Freiheit berufen, dass du die missbrauchen sollst. So als einzige dort tun, oder einzige dort leben, dass das geht. Wenn wir frei sind, dann können wir tun, was wir wollen. Wenn wir frei sind, dann können wir tun, was uns Fleisch will. Und du erwähnt Paulus in Schriftsache, was ist, was das Fleisch will? Das Fleisch will Ehebruch. Das Fleisch will Feindschaft. Das Fleisch will Streit. Das Fleisch will Habsucht. Das will Wut haben. Das will nur sich sein. Das will Zank und Spölerie. Das will aufjenstig sein. Das will Mord haben. Das will anbringen. Das will Süppen. Das will Frieden. Noch viel mehr, was er erwähnt hat. Das ist, wo das Fleisch nur tragen hat. Zu seiner Freiheit hat Christus uns nicht berufen. Christus hat uns zu was Deipret berufen. Wer in dit nenfällt, was hier groß erwähnt wird, der muss dort weiter, dass er sich ohne Sinn versklaven hat. Und das ist, was Petrus sagt. Die wilde jetzt aus een brellender Leib ram und die zit nicht, wem hij Geld strikkelen kan. Die zit wem hij verrieten kan. Die zit wem hij tweemelken kan. Die zit wem hij in de grond brengen kan. Die wil verstieren en dat is wat deze fleischliche Sache doen. Die brengen nicht taub. Und wir haben ein Lied an der Anfang gesungen, taub. Ja. Bald wieder auf, nicht? Taub kommen wir wieder. Taub kommen wir wieder. Wir brücken uns jensidig. Wir können nicht uns verrieten lassen. Wenn wir uns verrieten lassen, dann macht wir das weiter, dass wir eine Versklavung von Sünde sind. Und das bringt uns nicht verweg. Diese Fleischeslust, die jeft in uns einen Hunger, dem niemals zufriedenstellen wird. Das ist aus ein Armer ohne ein Badem. Der sucht immer Deiper und sucht immer Deiper. Der hat keinen Grund. Der wird niemals satt. Ein Mensch, der in Ehebruch fällt, der kämpft niemals in Zufriedenheit damit. Ein Mensch, der in Hurerien kämpft, der wird niemals satt. Ein Mensch, der in Habsucht kämpft, der kriegt niemals genug. Das wird in dem immer aus einer unzufriedenstellbaren Sacht worden. Der macht Meier. Und der kriegt sich immer ran, wenn es der hungrig ist. Der ist hungrig und dort stellt nicht zufrieden. Der ist hungrig und dort merkt nicht satt. Dort bringt der Mensch bloß immer wieder zu Grund. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Wenn wir in Söhne, was viele aus Freiheit beschrieben, nennen wollen, dann wo wir versklavt, dann wo wir verreten, dann wo wir versteht, und dann wo wir in den Grund gebracht. Die Freiheit, was Christus gebracht hat, der sagt Paulus, die soll wir nicht missbrauchen. Paulus sagt, wer in Christus frei gemacht worden ist, der ist frei zum Leben. Der ist frei gemacht zum Leben ohne Eng. Du kannst ein Leben mit Menschen umgehen. Wann die auch schlechte tun.
Die vrijheid, die Christus die beroepen heeft, die bevriet die, dat die fähig bist te leven. Die maakt die vrij, damit du kannst vrede in dein leven hebben. Die maakt die vrij, damit du kannst friedlich mit anderen te leven. Die maakt die vrij, damit du kannst geduldig zijn. Die maakt die vrij, damit du kannst freundlich mit anderen umgehen. Die maakt die vrij, damit du kannst gut gesonnen zijn. Die maakt die vrij, damit du geloven kannst. Alles, wat Gott zijn woord ons leren deed. Vrij. Gelindigkeit en Selbstbeherrschung te praktiseren. Wir sind frei. Wir haben alle diese freie Rechte in Christus. Er hat uns die volle Freiheit gegeben, mit unserer Selbstbeherrschung umzugehen. Er hat uns die volle Freiheit gegeben, gelind zu sein. Er hat uns frei gemacht, damit wir alles doen können, was er uns berufen hat. Du hast nicht, wat ons afhuilen kan, dat te doen wat Christus van ons hebben wil. Waarom niet? Weil hij ons vrij gemaakt heeft. Du hast geen hindernis im weg, wat ons hinderen kan, zijn beroeping niet te vallen. Weil hij ons vrij gemaakt heeft. Hij maakt ons vrij, damit wir weiter können terugkommen Gott. Und nie diese Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben, so als Gott sich das vorgestellt hat. Die damals versteht wird von der Sinn. Gott kam und besagt Adam und Eva, euer der Sinn durch wir. Und sie hatten Gemeinschaft miteinander. Durch wir Freiheit. Durch wir nicht zwischen an, was und Bodre deed. Doch als die Sinn angekommen wie ein dann wird das erste Wort an Abfall, dass sie in Gottes Gehen wird nacktig zustunden. Sie wären nicht mehr frei. Sie wären versklavt worden. Und dort wir abfallend. Jesus hat uns frei gemacht, Gemeinschaft. Der ersehen die Gemeinschaft, was Gott sich vorgestellt hat mit uns Menschen, war da durchzustellen. Damit wir am andere bekennen, zoals we dat al 5 maal zeiden, als Leiva Vader. Zoals ik de Bibel verstehe, is de einzige Kampf in ons mensen, in unserem Leben, die met Fleisch te doen heeft. Die Kampf, die sich in ons selbst dreht. Der einzige Kampf, der mit Fleisch zu tun hat, auf diese Erde und uns Menschen, ist der Kampf, der sich in uns selbst dreht. Und das ist der Fleisch, der in Jesus kämpft. Und Jesus, der in Fleisch. Worum komme ich nach dem Gedanken? Du bist kein zweiter Mensch verwickelt. In der Bibel lehrt uns, dass kein zweiter Mensch du ist, das ich kämpfen kann. Kein Mensch ist für mich du, oder ich für keinem, damit wir untereinander kämpfen können. Die Bibel lehrt uns dort so, im Epheserbrief im Kapitel 6, und ich will noch einmal den Vers lesen ab Vers 10, bis 20, wo das so sagt, zuletzt sorgt dafür, dat die gestuurd worden durch die Kraft die der Herr jullie heeft. Leicht jullie dat je scher ab, dat Gott für jullie eruit heeft. Dat je bestonen kunnen, wanneer der böse Feind jullie angreift. Wils wir haben nicht mehr jen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jen gewollte böse Geister von der Himmelswelt und mit gewollte und Herrschaften von dem Düsteren, die über diese Welt herrschen. Nehmt alle Gewehre, die Gott verjünt hat. Und dort je uitrechten können,
wat dat brukt bestonen te kennen, wanneer de böse dag komt. Stoot vast met de waarheid am junt als een gard. En de gerechtigheid verjunt als een brastschild. Dat evangelium dat den vrede brengt, trekt aan als schau op jene feit. Über alles neemt den Glaube als ein Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Seine Radung satt jünt ab als ein Haut. En Gott sein Wort als ein Schwert, dat de jest jünt jeft. Dit uit alle im Gebet en bet Gott am Help. Bet immer, wann de jest jünt dort aanmond. Blijft wakker en geeft nicht Not met beden. Bet voor al die te God zijn faltje hieren. Bet voor mij, dat ik mocht beroef genoeg zijn, dat geheimnis im Evangelium zo te predigen als ik dat geheerd. Wat wordt ik geschickt zie en nu ook met jede gebonden zie. We kunnen dat in de wereld doch zoveel anders uit zijn, wanneer de mensheid dit wordt verstaan. Hoeveel jenseitigen Kampf sei wie? Fleisch gegen Fleisch, Blut gegen Blut. Menschen bekämpfen sich jenseitig. Door de Bibel doch sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Gegen was haben wir dann zu kämpfen? Gegen gewaltige, böse Geister van de Himmelswelten en met gewalten en Herrschaften van een Diesteren, die over deze Welt herrschen, die wir nicht zijn. Aber die dag in en dag uit, als een brillende lijfram gaan, en die ons dat influisteren willen, en ons dat willen duidelijk te merken, dat deze mijn vriend is. Dat deze dat probleem is. En zo wil hij ons jeen ons brengen, dat we ons jenseitig ontvangen auf te trekken. Dat we ons jenseitig ontvangen hecher te heven als de anderen. En we vangen ons jenseitig aan te bekämpfen. Doch die Bibel sagt, dieser ist niemals mein Feind. Der wird auch niemals mein Feind worden. Meine Abkuh, wenn ich ein Kind Gottes sehe, ich habe kein Feind von Fleisch und Blut. So, wir können trägen nur dem Leid und sagen, taub, kommen wir wieder. In der Bibel fordert uns rüt, dass wir uns vereinigen und dass wir taub unseren Feind bekämpfen. So, wir haben einen Feind, nicht mehr als einen. Und wir sind doch in der Welt, da sind jedoch Dutzende Feinde. Aber das alles, wo der Teufel sich nennen merkt, um uns Physik dort im Leben zu merken. Die Bibel sagt, das ist nicht so. Die Bibel sagt, wir haben einen Feind, was gegen uns ist. Und dafür sagt, dass wir uns jenseitig sollen umbringen. So, wenn er dort handkriegt, dann braucht er doch wieder nichts zu tun. Dann dürfen wir dort selbst wieder. Dann hockt er und lag sich in die Füße, weil uns dort freigeht im Leben. Und das ist nicht, was Gott will. Gott versucht uns dort zu lehren, dass wir sollen wiederkriegen, als das, was unsere Menschen sein können. Wir sollen nicht unseren Mitmensch so sein, als das uns Feind ist. Wenn wir uns nicht einig sind, dann ist da ein Feind, der uns in Uneinigkeit bringen wird. Und wir sollen uns als Menschen vereinigen, dem Feind zu bekämpfen. Und so als ich dort in das Ferienprogramm erwähne, dass die Bibel uns lehrt, dass Gott Geist ist. Und dass die am Anbeten wollen, die müssen am im Geist und in Wahrheit anbeten. Es gibt keine andere Form, Gott anzubeten, als im Geist und in Wahrheit. Das ist die einzige Möglichkeit, weil wir können kommen, dass wir uns mit Gott kommunizieren, weil Gott ist Geist. Und er hat seinen Geist in uns angelegt. Und so ist das auch mit diesem Thema. Hier funktioniert keine menschliche Technik. Hier funktioniert kein menschliches System, diesen Feind zu bekämpfen. Hier funktioniert bloß Gott sein Prinzip. Hier funktioniert bloß dort, was Gott uns in seinem Wort lehren hat. Wo wir diesen Feind bekämpfen können. Wir können uns mal Formen ausdenken, so viel als wir wollen. Das wird alle nicht funktionieren. Bloß
Gott, seine Anweisungen sind für uns erfolgreich gewinnen zu können. Er sagt dort so, nehmt alle Gewehre. Und die Menschen in der Welt, die rüsten sich uit mit Gewehre. Mit physischen Gewehre, mit Flinte, mit Massage, mit Bombe. Doch das ist nicht was, wo die Bibel von redet hat. Von was redet die wenn die von Gewehre redet? Gott hat für uns Gewehre redet. Und er sagt, die soll wir nehmen. Mit die soll wir uns uitresten. Warum? Dat die uitrechten kennen. Wat dat brukt, bestonen te kennen, wanneer de bijzijn dag komt. Doet heeft hij ons deze uitrusting. Damit we in diesem schlechten dag bestonen kennen. En wie moeten kämpfen. Wie moeten kämpfen. En wie moeten kämpfen. Wie darf nicht die Flint im Karren schmieden, euer der Kampf der eingeführt ist. Die Bibel sagt, die gewinnen wird, kriegt de Siegeskrone. Die durchheulen wird. Die unterwegs abgibt, sagt die Hand im Pliuch nimmt, leicht und kijkt sich an, der ist im Reich Gottes nicht zu brücken. Dat geht am durchheulen. Dat geht am drohen bleiben. Und dort sagt Gott uns in seinem Wort ganz klar, wie Brücke eine Uitrustung dazu. Und dann hat er uns abgeschrieben, was ist diese Uitrustung? Die wie Brücke. Steht fast mit der Wahrheit am Jünd aus einem Gart. Und die Gerechtigkeit verjünd aus ein Brustschild. Das Evangelium, das den Fried bringt, trägt an, so als Schau ab jene Feit. Über alles nimmt den Glaube aus ein Schild, wo der böse Feind mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Seine Radung saat abgehend ab aus ein Haut. Und Gott sein Wort aus ein Schwert, dat er juist jaft. Dit tut alle im Gebet und bet Gott am Helm. Lass uns einmal kort diese einzelne Sache durchgehen. Omdat we den Feind gewinnen können. Omdat we durchheulen können. Steht fast, sagt er. Wie können wir feststehen? Mit der Wahrheit. Die Wahrheit leben. Das ist schon einmal erwähnt, Gott ist Geist und Gott ist Wahrheit. Wo fängt wir die Wahrheit? Doch Jesus sagt, ich sehe die. Du brauchst gar nicht rumgehen in der Welt, wo finde ich Wahrheit, wo finde ich Wahrheit? Jesus sagt, ich sehe dich. Komm noch mehr und du wirst die finden. Komm noch mehr und du wirst Wahrheit kennenlernen. Und er sagt, dann will je die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird je frei machen. Und das, was wir brauchen die Freiheit am Kämpfen zu kennen. Diese Wahrheit, der ist Gott in Jesus Christus persönlich noch ans gekommen. Und hat sich ans offenbart und sagt, ich sehe die Wahrheit, die du brauchst, um den Feind war da Stunde zu kennen. Er sagt, die Gerechtigkeit verjüngt aus einem Brustschild. Was ist Gerechtigkeit für uns? Wir fügen hier wie dem Ausdruck, das ungerecht ist mir behandelt wird. Das ungerecht wird mir getroffen hat. Das ist ungerecht. Und alles, was mir trifft, ist ungerecht. Wo ist was gerecht? Keiner ab diese Erde ist gerecht. Einzig allein Jesus Christus. Der ab diese Erde kommt, ist gerecht. Wie brücke seine Gerechtigkeit am Kerne standhaft heulen. Weil unsere Gerechtigkeit, was wir glauben entwickelt zu können, wird uns immer weiter zu vollbringen. Ab das können wir uns nicht verlassen. Wir können uns mal bloß ab Gott seine Gerechtigkeit verlassen. Und das Evangelium sagt, dass den Fried bringt, das trägt an aus Schau. Weißt du, warum er das sagt? Er sagt uns ab anderen Stellen in seinem Wort, das Wort Gottes, das soll über die ganze Welt gepredigt werden. Euer Heil kommen wird. Jeder Uhr soll irgendwann von Christus seine Leib gehört haben. Trägt ihn dort anders schau. Rand der Welt. Verteilt von das Evangelium. Verteilt von dieser neue Botschaft. Das ist ein Gewehr, was wir brauchen, den Feind zu entwaffnen.
Je meer mensen wie voor Christus erreichen kennen, je doller wordt dem Feind seine Herrschaft entwaffnet. Waarom? Willst der am nicht mehr gehorchen? Willst der anfangen zu sehen, was Gott von ihm will? Über alles sagt er, nehmt den Glaube als ein Schild, was der Beiser mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Wie viel kann uns Glaube bewegen? En wat kann uns Glaube bewegen? Nicht uns Glaube aus Sünd, sondern uns Glaube an dem, was wir leben. Wenn wir an Gott leben, dann sind viele, viele Dinge möglich. Wir beschreiben in uns verkommels unseren Glaube. Und was tät Gott durch unseren Glaube? Und wir verkaufen wir in seinem Wort den Glaube haft die gehalten. Willst die geläuft hast, als die dort passiert. Und willst die nicht geläuft hast, als nichts passiert. Da ist viel in dem Glaube binnen. Dat braucht wie aus dem Schild. Jene Radung sagt jünd ab aus ein Haut. Wie wichtig ist das? Was ist unsere Radung? Wer ist unsere Radung? Wer hat mir Rat? Das braucht ich aus dem Haut ab mein Kopf. Das meine Denkort und ja diesem Charme ist. Ich sehe durch Christus sein Wort gerat und nicht durch das, was ich tun kann. Willst das, was ich tun kann, das wird mir niemals uitreichen. Und das, was ich getan habe, das wird mir an meinen Todestag nach Unschuld wellen, du hast nicht genug getan. Ich kann nicht, du kannst nicht. Komm und sat die dem Haut von der Radung ab. Christus ist unsere Radung. Der Feind sagt immer weiter, wenn du wirst gerat worden, dann musst du dit und dort und das andere auch noch getan haben. Und wenn du nicht alles nur kommst, dann werden die noch mit Schuldgefühle plauen, weil du nicht alles getan hast. Wir brauchen diesen Haut von unserer Radung. In Gott sein Wort ist ein Schwert, dort die Jest und Jeft. Gott sein Wort ist für uns ein Schwert. Ja, und das Schwert kann keiner. Das ist Leben, das Wort, was von der redet zu uns. Und wir merken, es das Wort, was ein Schwert ist, von Gott uns anvertraut, für uns aus einer Geschichte. Und wie seine das verteilt uns Wort. Doch, das ist ein Leben, das Wort Gottes. Das ist inspiriert durch seinen Geist und wo wir seinen Heiligen Geist brauchen, dort verstehen zu können. Verstehen in dem Sinn, dass wir dort Fleisch worden lassen können. Und dass wir dort anfangen zu leben, was uns dort lehrt. Solange wir dort nicht kennen, haben wir dort nicht begriffen. Das ist eine Herausforderung. Und diese Ausrüstung, die Gott uns zur Verfügung stellt, die darfst du von der anleihen, falls du dort noch nicht euer getan hast. Du darfst anfangen, in Wahrheit zu gehen. Du darfst anfangen, die nur die Wahrheit zu nodern, die Jesus Christus selbst ist. Du darfst anfangen, die von ihm recht vor dir zu lassen, und das seine Gerechtigkeit, die gerecht merkt. Du darfst anfangen, Schau anzuhaben. Nie Schau, was das Evangelium verkündet. Und du darfst anfangen, zu glauben, und den Glaube als ein Schutz für die zu haben, wodurch die Fälle vom Feind nicht durchdringen können. Und du darfst eine Radung in Christus haben, die ganz sicher ist, die vertrauenswürdig ist. Und du darfst ein Schwert bei dir haben, dass das Wort Gottes ist, was für die du ist, die zu lehren. Lass uns beten. Vor dem Himmel, du lehrst uns so klar in deinem Wort, dass wir einen Jünger haben. Du sitzt all die Tau hier. Du sitzt uns hier. Du sitzt, was in unser Harte für uns Versicht geht. Und du sitzt dort, wo Verkommels sich in uns Jünger entwickeln. Und wo Verkommels wie uns aus dem Jünger für irgendwem entwickelt. Doch das ist nicht dein Wille. Du lehrst uns in deinem Wort, dass das anders ist. Du lehrst uns das so klar, dass wir mal einen Jünger haben, und der ist bestrebt, uns zu verstehen.
der erst bestrebt, uns zu verrieten. So sagt uns dort so klar in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der findet es gekommen, zu vernichten. Der findet es gekommen, zu verstieren. Der findet es gekommen, in den Grund zu bringen. Doch du bist gekommen, Leben zu bringen, und dat het ganz voll ist. Ein Leben, das gefällt ist mit deinen Jehenwut. Ein Leben, das gefällt ist von deiner Barmherzigkeit. Ein Leben, das gefällt ist von deiner Wahrheit. Ein Leben, das gefällt ist von deiner Gerechtigkeit. Ein Leben, das gefällt ist von deinem Frieden. Ein Leben, das befähigt wird an einem Gott, der unbesiegbar ist, zu leben. Ein Leben, das deine Radung annehmen kann, aus nicht Not von dir. Ein Leben, das durch dein Schwert und dein Wut als beschützt und geprägt wird. Herr, du bist gekommen, uns zu lehren, das Leben uit te leben. Und diese Fülle für die und die zu ehren zu verherrlichen. Du sitzt wie viel Teuhieren, du kannst die Worte. Und ich bete, Herr, dass du in jeder einem persönlich anreden musst, dass das Wort, was du uns hast abschreiben lässt, veränder die Worte. Musst du zu Amtje bringen. Musst du zu Buße führen, musst du zu Reue führen. Und musst du Sünde vergeben. Musst du Heilung schenken. Musst du nie merken. Herr, damit wir so kämpfen können, als du weißt, dass wir kämpfen. Dass wir aus deinen Kindern uns Taubdeine können, gegen unseren Feind zu kämpfen. Wir weiter, dass uns Feind der Leiner in Person ist. Und wir weiter, dass dein Wort, dass du die Wahrheit bist. Herr, lass du uns an die klammern, an die Wahrheit. Dass die Wahrheit in uns immer grater wird und dass wir durch die Wahrheit frei gemacht werden können. Dass wir erkennen können. Und dass wir Kampf verlieren können aus einem Herr, das die verherrlichen wird. Herr Jesus, lehre uns Schritt für Schritt die ähnlicher zu werden. Und so zu kämpfen, als du das für uns fähig sein hast, dass wir an dem Tag, wo du was weiter kommen, mit voller Energie bestehen bleiben können und für die brennen können. In Jesus Christus in Namen. Amen. Selig ist dem Herrn vertrauen, mich verloren ob sein Wort, durab kann ich sicher böen, willst heu hält sein einet Wort. Jesus, Jesus, ich vertrau dich, der schon findet nicht wie dich. Jesus, Jesus, Leister Jesus, ich vertrau, ich halte mich. Dort es Geld dem Herrn vertrauen, am Tewellen Worten sein, jäfte Frieden hält dem Leben, Blut dem Himmel dienen. Jesus, Jesus, ich vertrau dich, der schon findet nicht wie dich. Jesus, Jesus, Leister Jesus, die vertrau, ich halte mich. Wo so schein dem Herrn vertrauen, von den Sünden schon ganz frei. Hei allein, wir feiert Leben, Ruhe und Fried, hei auf nur mich. Jesus, Jesus, ich vertrau dich, der schon findet nicht wie dich. Jesus, Jesus, Leister Jesus, die vertrau, ich halte mich. Heit sie Frau, doch ich kann mir am Vertrauen den
Jesus, ich vertrue dich, der schon find ich nicht bei dir. Jesus, Jesus, läufst da Jesus, die vertrue ich hab du mir.